Strand in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Es war ein Massaker. Sie haben die jungen Demonstranten erschlagen, erschossen. Sie haben sie umgebracht. Dann haben sie Hunde auf die Demonstranten gehetzt und Wasserwerfer eingesetzt. Die Soldaten haben auf alle geschossen, die auf der Straße waren. Und obwohl es Winter war und dir ist unerträglich kalt, haben sie junge Leute mit kaltem Wasser abgespritzt. Rebiya Kadeer sammelt Beweise, aber sie wird dabei beobachtet. Schließlich wird sie gezwungen, von ihren Ämtern zurückzutreten. Ihren Pass muss sie abgeben. Trotzdem macht sie weiter. Als sie ihre Informationen einem amerikanischen Kongressmitglied übergeben will, wird sie verhaftet. China verurteilt sie zu 8 Jahren Gefängnis. Sie lebt in Isolationshaft, wird aber dazu geholt, wenn Landsleute von ihr misshandelt werden. 2 junge Uiguren wurden gefoltert, als ich dabei war. Sie lagen direkt vor mir auf dem Boden. Ihre Köpfe waren kahl geschoren, ihre Unterkörper nackt, ihre Gesichter voller Blut. Die chinesischen Wärter haben sie mir gezeigt. Rebiya, haben sie gesagt, du willst doch dein Volk befreien. Warum tust du es nicht? Und warum befreist du dich selbst nicht? Guck mal, wie du aussiehst. So haben sie mich verhöhnt. Es ist die schlimmste Zeit ihres Lebens. Vaterlandsverräter werden in chinesischen Gefängnissen besonders brutal behandelt. Sie haben mich dann in ein anderes Gefängnis gebracht. Dort wurde mir dann alles verboten. Sprechen, schreiben, lesen, lachen, Fernsehen, sogar andere Menschen anschauen. Auch andere Häftlinge durften mich nicht ansehen. Die große chinesische Staatsmacht will die kleine, unbequeme Frau endgültig zum Schweigen bringen. Aber ihr Traum von Freiheit gibt ihr Kraft. Ich habe immer an mein Volk gedacht. Das hat mich am Leben gehalten. Und an meine Kinder habe ich gedacht. Ich habe es mir befohlen. Ich muss für meine Kinder, meinen Mann, für mein Volk am Leben bleiben. Ich habe mich doch für sie stark gemacht. Ihr zweiter Mann und einige ihrer Kinder haben sich zu diesem Zeitpunkt schon in den USA in Sicherheit gebracht. Meine Kinder, die noch in Ostturkestan lebten, konnten mich nur alle 3 Monate besuchen. Und auch nur, weil sich Amnesty International dafür eingesetzt hat. Sie haben mir immer gesagt, deine anderen Kinder, die schon in den USA sind, holen dich hier raus. Das hat mir sehr geholfen. Ich hatte Tage voller Hoffnung, wenn wir was von einer Menschenrechtsorganisation, von der Regierung oder vom US-Kongress gehört hatten. Sie arbeiten an ihrem Fall. Vielleicht geht es positiv aus. Vielleicht wird sie entlassen, habe ich dann gedacht. Und dann gab es Tage, wenn hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde. Dann habe ich meine Hoffnung verloren und gedacht, dass man uns aufgegeben hat. Very quiet, I would lose hope and think people have abandoned us. If somebody's dead. Wenn sie tot gewesen wäre, hätten wir zumindest Gewissheit gehabt, hätten irgendwie damit umgehen können. Aber zu wissen, sie sitzt im Gefängnis und wir haben keine Ahnung, wie es ihr geht. Hat sie Hunger? Kann sie schlafen? Gehen sie einigermaßen gut mit ihr um oder missbrauchen sie etwa? Geben ihr Elektroschocks oder mischen ihr etwas ins Essen? Ich hatte keine große Hoffnung, dass sie lebend rauskommt. Dann erlebt Rebiya Kadeer die Stunde ihrer schlimmsten Demütigung. Vor laufender Kamera wird sie gezwungen, auf den chinesischen Staat zu schwören. China ist mein Vater und meine Mutter. Ich schwöre auf die Vereinigung, die Stabilität und die nationale Einheit unseres Landes China. März 2005. Nach 5 Jahren Gefängnis erlaubt Peking Rebiya Kadeer die Ausreise in die USA. Die unliebsame Freiheitskämpferin soll endlich weg. Für Rebiya eine bittere Freiheit, denn 5 ihrer Kinder müssen zurückbleiben. Bewacht und drangsaliert von den Chinesen. Ein Faustpfand. Die anderen Kinder warten in den USA auf ihre Mutter.
Endlich kann sie ihre Kinder wieder in die Arme nehmen. Seit vielen Jahren haben sie sich nicht gesehen. Erleichterung, Freude und Hoffnung. Rebia Kader ist gezeichnet, aber nicht gebrochen. Ich konnte erst gar nicht begreifen, dass ich einige meiner Kinder wieder hatte. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich nicht wiedererkennen. Dabei hatte ich sie doch so lange vermisst. I couldn't recognize her because I hadn't seen her in 9 years. Ich habe sie nicht wiedererkannt. So it's very Ich hatte sie insgesamt 9 Jahre nicht gesehen. Als sie rauskam, hatte ich das Gefühl, als ob sie noch im Gefängnis wäre, als ob sie es mitgebracht hätte. just came back with her. Sie saß zwar zu Hause, aber ich habe nichts für sie empfunden. Ich habe sie gesucht, aber ich konnte sie nicht finden. Searching for her, I kept looking for her, but I couldn't find her. Auch ihren zweiten Mann, Sidi Krusi, einen berühmten Schriftsteller, sieht Rebia endlich wieder. Er weiß, wie sich seine Frau jetzt fühlt. Er saß selbst 9 Jahre im chinesischen Gefängnis. Dann sah ich meinen Mann. Graue Augenbrauen, den Bart ganz weiß. Er hatte sich unheimlich verändert. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um zu mir zu kommen. Die Anspannung nach den vielen Jahren konnte ich nicht einfach abschütteln. Manchmal saß Rebia neben mir, dann war sie ganz da. Manchmal auch nicht. Ich habe mich um sie gekümmert, ihr Tee gekocht, etwas zu essen gemacht, ihre Kleider gebügelt. Ich habe alles für sie getan. Chinas Plan geht nicht auf. Die Staatsfeindin Nummer 1 wird in den USA wieder politisch aktiv, obwohl sie weiß, dass sie ihre Kinder in der Heimat damit gefährdet. Rebia Kader baut mit Landsleuten in Washington eine Vereinigung auf, die für die Rechte der Uiguren eintritt. Und riskiert dabei, dass ihre Kinder in Ostturkestan weiter bedroht und sogar eingesperrt werden. Ich weiß, dass meine Kinder meinetwegen Schwierigkeiten haben. Ich weiß, dass sie meinetwegen gequält werden. Ich weiß, dass sie für mich den Kopf hinhalten. Aber wenn meine Familie nicht den Preis bezahlt, kann ich nicht unser Volk befreien. Da mein Volk mich aber braucht, müssen wir das tun. So sehe ich das nun mal. Aber Chinas langer Arm reicht vermutlich weiter als von ihr gedacht. Bis ins amerikanische Exil. Selbst hier fühlt sich Rebia Kader vom chinesischen Geheimdienst verfolgt. Im Januar 2006 wird sie in Washington in einen schweren Autounfall verwickelt. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit. Surya fuhr meine Mutter. An einer roten Ampel musste sie halten. Sie wollte links abbiegen. Ein Wagen kam aus der Straße, in die sie rein wollte. Er fuhr raus und rammte sie einmal. Surya sagte, der Mann hätte meine Mutter angeguckt, als wollte er sagen, ich krieg dich. Es war seltsam. Er setzte zurück und rammte mich ein zweites Mal. Meine Mutter wurde hin und her geworfen. Rebia Kader liegt 5 Tage im Koma. Ihre Wirbelsäule ist verletzt. Nur mit viel Glück entgeht sie einer Querschnittslähmung. Der Fahrer des anderen Wagens kann nicht gefasst werden.